Ich reihe mich nicht der Kategorie nach von Pessimisten, nach von Optimisten. Ich hätte gern, dass ihr ruhig die Wirklichkeit guckt, wie sie ist, auch weil sie so ist, wie sie ist. Und wenn ihr über Europa und über die Welt weiß, was könnt, da sollen, ich so das für Politik, die Leute für die nächsten Jahre nicht versprechen. Sollen die Leute versprechen, die wollen alles machen, für das wir nicht so viel verlieren, wie für die Leute versprechen, die viel beikommen. Das ist die Leute nicht seriös. Das geht nicht. Da sollen wir dafür sorgen, wenn wir nicht können, an total Aufhängigkeit von der Finanzplatz aufrutschen. Ähnlich wie an der Zeit, an den 60er und 70er Jahren, aufhängig von der Stahlindustrie waren, dass wir die neuen Sektoren, die wir am Gang sind, umzulehnen, dass wir die Fähren drücken. Logistik. Alles, was mit der Recherche zu dienen wird. Wir müssen von einer Souveränitätsnische, eine Kompetenz nicht in der Raum. Wir müssen Bereiche finden, wir sind am Gang zu finden, wo wir eben besser sind. Für die anderen. Dafür erheben wir Kredite massiv für die Universität, dafür erheben wir Kredite massiv für die Recherche. Wir müssen die Leute haben Lust auf Zukunft. Der Energieverein muss auch wollen, ein Stück von der Zukunft mitgestalten. Ich weiß, dass das der Gewerkschaften nicht gefällt, wenn ihr das seht. Mir auch die Jungen, die keine Qualifikation haben, müssen bereit sein, für überhaupt an den Arbeitsmarkt heranzukommen. Auch haben so eine Arbeit und so, die nicht gerade die ist, die sie gern hatten. Es muss ein Schulmarsch bekämpfen, dadurch, dass es schaffen geht. Das muss probieren, alle die Leute, die sich schwer, die für den Arbeitsmarkt heranzukommen, so nur wie möglich bei der Arbeit zu feiern. Wenn in Zukunft will, muss ich noch etwas für sie machen, aber wenn ihr wollt, dass Zukunft gut geht, dann muss ich den Wert von der Arbeit halten. Wir haben eine Fassung, über Arbeit zu schwätzen, die mir ganz oft nicht gefällt, weil wir auch der Arbeit immer Kategorien andelen. All Arbeit hat die eigene Dignität an ihren eigenen Wert, und ich plädiere immer dafür, dass in der Arbeit mehr läuft. Ich meine, Schule mal als echt Ziel für den Kanner, die Klänge von sie kommen, für denen die Kompetenzen und das Wissen beizubringen, lassen sie nur können eine weitere Ausbildung machen, sie das ein beruflich oder ein universitär, für das sie sich höchst qualifizieren. Und da muss ich, weil wenn den Herr Schmidt sieht, schon möchte ich, dass die Junker, die nicht qualifiziert sind, da gibt ja dann zwei Kartenfiguren, da sind die ganze Wieder Schlitzeburg Schule gemacht haben, und aber nicht den Niveau haben, für sich können für Beruf, eine Berufsausbildung oder Universitätsstudien zu qualifizieren. Und die anderen sind die später am Land kommen, und wir haben da ganz viel. 20% von den Jungen, die am Schulmarkt sind, das sind die ganz kurz am Land sind, aber für die zu qualifizieren in kurzer Zeit, wäre das eine ganz, ganz schwere Mission für alle Schulen. Nun will ich ja sagen, dass wir zu Lützeburg noch eine ganz komplizierte Schule haben, weil wir ja gerne hätten, dass jeder Verein Deutsch, Französisch, Lützeburg kann, aber möglich dann nur noch andere Sprachen, und wir haben eine Population, ich meine, den Herr Gillen hat viel von der Solidarität, von der Kohäsion geschwärzt, von der Schwierigkeit für die Kommunitäten also zusammenzubringen. Und schon ist die Platz, wo man kann von allen Sprachen zusammenbringen, haben wir gesehen, dass als Schulpopulation am Gang ist, dramatisch schnell zu ändern. Wir haben im Moment am Präkos, das ist also den ersten, die ganz kleinen 4 Jahre, sind noch 65% von den Kanner, die kein Lützeburg mehr als Muttersprache haben. Also 35% haben nach Lützeburg als Muttersprache. Die 15-Jährigen letztes Jahr, das waren noch 2/3, die Lützeburg als Muttersprache hatten. Das heißt, an denen 10 Jahre, 11 Jahre sind von 1/3 auf 2/3 geklommen Kanner, die Lützeburg nicht mehr als Muttersprache haben. Und das so nicht, wenn man denen kann, will Deutsch und Lützeburg und Französisch beibringen, neben dem Portugiesischen und Italienischen, dann muss man, ich meine nicht, dass er Schule das fertig bringt. Sie müssen ja Deutsch und Französisch können, Lützeburg für überhaupt Mathematik zu lehren oder Chemie oder können an eine Lehre zu gehen. Und das ist der größte Defizit für die Lützeburg Schule.
Und der Schadek hat so schön gesagt, wir sollen mehr individualisieren, und mehr in die Kammer gucken, was kann man, und sie nicht strafen für das, was sie nicht können. Und das ist die ganzen Enjeu von den Reformen, die am Gang sind. Und dann hat der Schadek auch so ganz gut gesagt, treffend, das möchte ich aber nicht von oben rauf, das müssen wir um Terrain machen. Das müssen die Schulmeister und Lehrerinnen, Professoren und der Schule umsetzen. Und das ist ein Prozess, den wir am Gang sind zu machen, für die Ansicht verbreiten, aber auch für die Leute mal zu holen, dass sie das auch umsetzt, weil dann den sei beholen nicht von einem Tag auf den anderen. Und ich will just so, dass als Lützeburg Schule für riesig Herausforderungen steht, wenn man da alles vermischen, dass man da alle Leute müssen neu denken, die Leute, die professionell, aber auch all die Leute, die den Druck machen, ob die Schule für hier Resultate zu produzieren. Das ist eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Und ich meine, all den Leuten, die nicht nur auf die Pferd springen, und wir haben auch von den Universität, damit geht schon nie durch, geht sowieso nie durch. Ich meine, wir haben einen hohen Chômage, und den darf auf keinen Fall kontestiert. Wir haben für unsere Geschichte, wie ich gerne so, seit dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich mit den nächsten Chômage, wahrscheinlich hat man nie so ein Niveau von Chômage erreicht. Da muss ich natürlich auch sagen, wir hatten nie so ein Zoll von Arbeitsplätzen hier am Land erreicht. Wir rechnen den natürlich der Chômage nicht ob Zoll von allen Arbeitsplätzen, die hier gibt. Der Chômage wird gerechnet ob Zoll von der Residenten. Das muss ich auch mal immer sagen. Ne? Der Chômage ist nicht der Vergleich par rapport zu allen Arbeitsplätzen mit Ansehen zu den Residenten. Wir zählen natürlich auch nicht die Residenten zu den Chômeuren und nicht Frontalien, das ist richtig. Wir haben natürlich auch strukturelle Probleme. Wir haben 17.000 Leute, die eine Arbeit sichern. Davon sind 25% Leute, die an einem Statut vom Reklassement sind. 25% von 17.000. Das ist nicht ganz einfach, wie viele Betriebe sind bereit, ihn zu holen, eine Chance zu gehen, einen neuen Anfang zu gehen, den an einem Statut de Reklassement ist. Nicht immens viel. Par ailleurs, um eine Legislation, die auch die Leute nicht unbedingt encouragiert, wenn sie reklassiert sind, einen neuen Job umzuholen. Das werden wir ja auch ändern. Und ein Projet de loi in dem Sinn proposiert, für gewisse Sachen am Reklassement zu ändern. Zweiter Punkt ist, natürlich muss man mehr aktiv gehen am Arbeitsmarkt. Die Jungen zum Beispiel. Wir müssen, es gibt ein ganz 60% von unseren jungen Leuten sind Junker, die gut keine Ausbildung haben oder just in 2 Jahren über die Obligation scolaire. Viel von ihnen aus komplizierten Verhältnissen. Wir müssen also die Jungen holen mit der Hand, weil die Schule nicht das reüssiert wird, weil das ist nicht ein Reproche, das ist eine Konstatation. Müssen wir also mit der Hand holen, für zu gucken, für ein Programm zu bringen, an so Programme Entreprisen zu bringen. Weil da sind die Arbeitsplätze geschafft, und wenn ein Arbeitsplatz findet, dann müssen das am Endeffekt an eine Entreprise finden. Also an die Entreprisen die Leute zu bringen, ja, da sind ich auch d'accord, dass man während einer Zeit drohen, das machen wir ja auch. Wir subventionieren einen Teil von den Lohnkosten für die Jungen. Wir müssen denen ein Swift gehen, sonst riechen eine ganze Reihe von Jungen da weg. Auch die ELA, die Leute, die mit ELA sind, die ihren Job verlieren, muss man unterstützen. Und da müssen die Entreprisen natürlich auch mitspielen, weil keine Nachteil, den 45 plus ist, dann wird es ganz schwierig. Und da kommen natürlich so Initiativen, wie die Sozialinitiativen, die müssen natürlich gut funktionieren. Die brauchen wir auch für die abzufangen, die vielleicht auf anderen Plätzen keine Chance mehr haben. Das ist also eine ganz Panoplie von Instrumenten, die wir brauchen. Das kostet Zuen, das kostet Leid. Wenn ich so, wir müssen da dann, wenn wir die Garantie Jeune nachher verstärken, da geht das nicht mehr so. All die anderen Länder müssen da doch machen. Deutschland kommt man nicht, das geht nicht einfach so automatisch. Also ich fand der Thomas schon ganz flott, dass in der Bicht werde ich meine, wir sind eben just Repräsentanten an Entreprisen und da geht eben geschafft. Und der Firast hat ein bisschen hart, das ist mal der nächste Punkt. Zweiter Punkt ist, ich froh, dass der Premier auch abgeworfen wird. Ich habe nicht über die Schulen geschwärzt, mehr über die Uni
Düniermänlich als trotzdem von den großen Succesen aus den letzten 10 Jahren. Wir hatten nicht, aber in halt etwas wird sich weise lassen, wenn dann plus auch nach Heiner kommt, aber wo gerade eben just der Uni hier Ziel aus für Zukunft nachzudenken. Danach eine Remarque über die Schule. Ich finde, dass ich da nicht richtig gefreut gesehen. Ich meine, das wird noch gefehlt, und dass wir probieren müssten, einen ganz großen Appell machen in alten Enseignants, dass sie motiviert sind, weil das motivierte Enseignant, die kann die Jungen begeistern, und wir wissen, das kann, wir sehen das bei aller Kanner, haben wir das gelehrt, dass wenn Kanner begeistert sind, lehren sie viel, und dafür soll das für dich der Ziel sein, und da kommen die anderen froh, sollten da nur kommen, natürlich hat so die Impression, dass es umgedreht ist, und das wird schön ist. Und dann, vielleicht die letzte Remarque, dass ich meine, wir sind uns bewusst, alle Guren, dass nur ganz klar rauskommt, wir sind an einer Zeit von einem immensen Wandel, nur an Ivermur wird nicht so wie gestern war, aber für die Leute, die mich, die heißen, wissen auch, dass die Wandel war, wir über die Stollkrise geschwert, wir über Bankgeplätze geschwert, wir sind also nur als es ähnlich wie heute, und das müssen sich bewusst sein. Und dafür wir auch als Entrepriseninitiative, ich will vielleicht schließen, dann nehmen wir das 2030, also eben just 4 Saisonen, kommen wir denken zu summen no, kommen wir probieren, Ideen zu developieren, die ich kann gebrauchen, für dass die Zukunft, ob sie schwer ist oder manchmal schwer ist, dass sie Licht gibt. Ich darf man vergessen, aber wer kann ihn dazu beitragen, für dass wir das Land noch viel bringen, aber wenn ich dann habe, Gespräch kriegen und noch die Reaktion vom Saldenoven. Ich meine, da sind wir alle gut auf dem nämlichen Film, und da können wir auch noch viel kommen. Merci. Die Zukunft ist ja etwas Eigenes, weil sie muss für dich erfahren, für sie können zu erfahren, muss sie drauf leben. Und ich habe noch nicht heute aus dieser Diskussion richtig rausgespürt, dass wir alle gute genügend und Zukunft von Lützeburg leben. Also ich meine persönlich, dass wir als Lützeburg eine Chance haben, wenn wir einen Schritt zurück machen. Aber wenn wir dadurch als Möglichkeit geben, auch eine bessere Ausgangsposition zu kriegen für einen Urlaub zu einem nur 4 zu gehen. Weil ich, wie gesagt, meine, dass die Wurzelung nicht die Lösung als mehr Bewegung als die Lösung. Aber Bewegung kann ihn an die eine Richtung oder an die andere Richtung machen und kann ihn so multisektoriell machen. In dem Sinn sind ich also durchaus optimistisch, dass wir an eine Zukunft können rangehen, wenn wir es an Bewegung halten. Das nur gesagt, man muss als Männer aufhängig von der Finanzplatz machen. Da muss man neue Sektoren entwickeln, da muss man die Altstätten rumfangen, die Kleinwehr, die Schnellwehr, gut formiert, motiviert, Leute und Betriebe, die Infrastrukturen, Bildung, die Energie. Du hast nicht viele Noven drüber geschwärzt gehen. Und dann natürlich Stabilität und der soziale Frieden. Das geht immer vergessen. Wir haben alle Visiter aus dem Ausland, wo Schweizer mal alle Botschafter sehen immer zu mir, der soziale Frieden ist etwas, von der ich nicht kann, und ich nicht selber nicht. Das wir nun, das fällt den Leuten enorm ab. Am sozialen Bereich ist es für mich ein anderer Approach zum Chômage. Das ist eine der größten Herausforderungen, der Jugendchômage, der Chômage insgesamt. Dann natürlich kann ich ein ganz Licht von Elementen ablichten, wo man das soziale Modell muss stärken für den 52 Wochen, über den Priorität progressiv, die als Rentensystem können stärken. Ich werde alle gut die Sachen durch zur Schule. Die Schule ist die Zukunft vom Land, die Wissen von unseren Kindern als Zukunft von diesem Land. Wir sollen das auch nicht mehr schlecht machen, wie wir sind. Wir haben eine gute Schule. Und Mehrsprachigkeit, Vielsprachigkeit ist absolut kein Tag. Als eine Opportunität für das Land. Und das an allen Bereichen. Sie wird für Hochschulstudien, für Unistudien, aber auch am technischen Bereich. Als die Mehrsprachigkeit ein dicken Avantage. Und Schulen muss, unsere Education muss an den Staat umgesehen, weil das eine Investition in die Zukunft in diesem Land.